Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, diesmal zum, was haben wir? 10. Spieltag in der Bundesliga. Zu Hause gegen SC Freiburg, 2 gegen 3, beziehungsweise 3, ne, 2 gegen, ne, 3 gegen 2 war es vorm Spiel. 5:0 gewonnen. Ich glaube, ich würde schon sagen, das souveränste Spiel die Saison, oder? Also, wir haben nicht einmal irgendwie gezittert, nicht einmal irgendwie einen schwachen Moment gehabt. Ähm, Ich überlege gerade so die ersten 3 4 Spiele haben wir ja ähnlich gestaltet. Da ist natürlich die Erinnerung schon ein bisschen verblasst, aber wenn wir jetzt so die letzten Wochen nehmen oder nehmen wir mal die ersten 4 Spiele raus, ähm, das souveränste Spiel bisher, ja, muss man mal ganz klar so sagen. Und dass Freiburg jetzt auch keine Laufkundschaft ist, denke, das sollte auch klar sein. Waren bisher ungeschlagen in der Bundesliga, haben alle 4 Spiele in der Europa League auch gewonnen. Also, ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man da 'n 5:0 einfährt, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Und wir hatten ja durchaus auch noch Chancen, das eine oder andere Tor mehr zu machen. Also, ja, also zu meckern habe ich diesmal mal wieder gar nichts. Also wirklich absolut gar nichts. Ähm, Zum Spiel selber, ja, gibt's auch nicht viel zu sagen, außer dass es super souverän war, super sicher, dass wir Freiburg gar nicht haben ins Spiel kommen lassen, dass, ja, Freiburg uns auch nicht so die Probleme bereitet hat wie die letzten Jahre, dass sie uns dass wir nicht damit klarkamen, dass sie uns hoch angelaufen haben oder dass sie uns zugestellt haben, was sie die letzten Jahre immer getan haben. Ähm, ja, aber halt natürlich, die Taktik reingespielt, dass wir mit einem Sechser und 2 Achter gespielt haben und, dass wir auch wahrscheinlich mit einem klaren Neuner gespielt haben, mit dem Schuppo vorne, der heute auch wirklich gut war, muss man auch mal sagen, genauso wie Gnabry, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, ja, und Freiburg war damit komplett überfordert in der ersten Halbzeit. Die haben gar keinen Zugriff auf uns gekriegt und wir haben es halt einfach gut gemacht. Das Stadion war da, die Stimmung war da. Ähm, ja, und dann sind wir zu Hause halt einfach auch mal 'ne Macht, das muss man ja auch mal so klar sagen, ne? Ähm, ja, ich habe keine Schwächephase gesehen. Ich habe ein gutes Spiel gesehen, interessantes Spiel von unserer Seite aus. 5 Tore gemacht, es gibt absolut nichts zu meckern. Ich habe einen sehr starken Mani auch gesehen, auch wenn er immer wieder so 'n bisschen seine Abtauchphasen hat. Ähm, Auch wenn er pro Spiel 2 dreimal im Abseits steht, ja, das sollten wir mittlerweile gewohnt sein. Aber gibt es nichts zu meckern, nur zu loben. Und, ich bin mit 'm Nagelsmann d'accord, wenn er, 'n Gnabry und 'n Schuppo aufstellt und die so 'ne Leistung bringen, ist das alles für mich völlig fein, ne? Dafür haben wir die Leute. Das haben sie natürlich in den letzten Spielen nicht getan. Und da war es dann nicht fein, ne? Und da habe ich das halt auch kritisiert, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit zu sagen, dass es heute die goldrichtige Entscheidung war. Wir haben beide 'n sehr, sehr gutes Spiel, also Gnabry hat 'n überragendes Spiel gemacht in meinen Augen für seine Verhältnisse, dafür, dass er, ja, vorher, wirklich nur Schrott gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt vielleicht mal so 'n paar Wochen so bleibt. Das wäre mal ein Traum. Dann würde er mich endlich mal eines Besseren belehren, was ich mir sehr wünschen würde, ne? Weil ansonsten ist Gnabry immer, ja, dann hat er mal 3 gute Wochen und dann siehst du ihn wieder 'n halbes Jahr lang nicht. Ähm, Vielleicht belehrt er mich jetzt eines Besseren, würde mich persönlich sehr freuen, weil wenn er so spielt wie heute und wenn er so die Lust hat, dann ist er natürlich 'n Top-Spieler, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber das hat er leider in den letzten Monaten zu selten gehabt. Aber zurück zum Spiel. Ja, keine Ahnung, es was soll ich groß sagen? Ja, ich weiß, vielleicht hat nicht jeder dieses Spiel gesehen. Ich kann euch nur so viel sagen. Es war eindeutig einseitig. Wir haben nicht einmal geschwommen. Ähm, ja, Freiburg hat mal eine gute Chance gehabt, wenn sie es besser rausgespielt hätten. Ansonsten habe ich von Freiburg keine Chancen gesehen. Also, ähm, ja, wir haben nicht nur Hacke Spitze, wir haben zwischendurch auch wieder Hacke Spitze, Kimmich auch einmal,
mal eine Körpertäuschung macht auf Höhe der Mittellinie, wenn er von 3 Mann umringt ist und will den Ball durchlassen. Weiß ich nicht. Muss man nicht, ja. Gehört an der Position gar nicht hin. Also, das kann gegen andere Mannschaften natürlich schlimmer ins Auge gehen, wie es jetzt gegen Freiburg war. Auf der anderen Seite stand es da, glaube ich, auch 4-0 oder zumindest 3-0. Also von daher, aber man muss die Mannschaft dann auch nicht wieder durch sowas zurück ins Spiel holen, siehe Dortmund. Ne? Also von daher, auf solche Faxen sollte man noch verzichten. Ansonsten hat mir Kimmich ganz gut gefallen als alleiniger Sechser. Wobei ich sagen muss, auch ein Goretzka hat halt viel mit nach hinten weggearbeitet. Ne? Hat er ganz gut gemacht. Was mich riesig gefreut hat, dass der Sabi das Tor gemacht hat, hat er sich definitiv verdient aufgrund der letzten Wochen. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger spielen, wenn Goretzka die Form hält, die er hat. Und Kimmich auch so gut spielt, wie er heute gespielt hat. Hat heute auch wieder ein bisschen Schatten drin gehabt, ja. Aber für mich war es schon um einiges souveräner und besser wie die letzten Spiele vor seinen Corona-Infektionen. Ja. Die letzte Halbzeit in Dortmund war auch schon gut. Vielleicht tut ihnen das ganz gut, dass mal eher die Binde trägt und kein Müller und Neuer auf dem Platz stehen. Vielleicht gibt ihnen das nochmal so einen kleinen Kick, wenn er nochmal ein bisschen mehr Verantwortung tragen muss. Keine Ahnung. Aber gut, ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick auf die Statistiken. Bin ich selber sehr gespannt drauf. Tore 5-0, ja. Torschüsse 17-5, spricht auch eine eindeutige Sprache. Laufleistung, ja, wenn man sieht, wir haben fast 3 Kilometer mehr gelaufen wie Freiburg. Das ist ungefähr so viel wie Union gegen Dortmund. Dann ist das schon krass für unsere Verhältnisse, weil normal sind wir da immer ein bisschen schwächer auf der Brust. Ich hatte auch heute so ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg ein bisschen müde war, muss ich ganz klar sagen. Haben wir auf jeden Fall einen fitteren Eindruck gemacht. Aber gut, Heimspiel mit der Stimmung dabei, frühes Tor, das spielt dir natürlich dann noch alles in die Karten. Ne? Pässe, ich würde sagen, wir gucken einfach nur auf die Passquote, 88-75. Ich meine, dass wir doppelt so viele Pässe gespielt haben wie Freiburg, ist halt Standard, wenn wir uns den Ballbesitz angucken. Wir haben halt auch 2/3 Ballbesitz, 66-34. Zweikampfquote 53-47. Ja, Fouls ausgeglichen. Abseits 2 sogar. Mané stand nur zweimal im Abseits heute. Ecken, ja, Ecken wäre das Einzige, was man heute wieder so ein bisschen kritisieren kann. Ecken war 5-5. Das wäre vielleicht wieder das Einzige. Da waren wir ein bisschen. Ja, das war mal wieder nix. Aber war heute auch ehrlicherweise, muss man sagen, ja auch nicht nötig. Ja, muss man ja auch mal so. Ansonsten, bevor ich noch ein bisschen auf die Spiele eingehe, schmeißen wir auch noch mal kurz einen Blick auf die Tabelle. Ja, Union hat ganz souverän gegen Dortmund gewonnen. Das Spiel habe ich ja auch gesehen, über 90 Minuten. Ja, da hat es Union gemacht wie gegen uns. Ja. Union macht halt das, was Union kann und deswegen stehen sie da oben. Haben auch erst 6 Gegentore. Und ja, da sieht man halt auch, dass es für so eine offensiv starke Mannschaft wie Dortmund dann nicht so einfach ist. Ne? Ja, und gut, das Ganze ist natürlich jetzt hier alles hier. Ihr seht es alles mit einem Punkt. Da ist alles drin. Für uns war es ein super wichtiger Sieg. Ja, hätten wir das Spiel irgendwie verloren, ja, dann hätte es gebrannt und dann hätte auch Julian seinen Stuhl gewackelt. Ich denke auch anhand seiner Freude, gerade bei den ersten 3 Toren, hat man schon gesehen, dass ihm auch jedes Mal eine Last abgefallen ist. Und ich denke, man hat auch ganz klar gesehen, ja, dass die Mannschaft zum Trainer steht. Ja, sonst wäre das anders, hätte man seine lustlos Auftritte so mancher Spieler auch weiterführen können und dann hätte man das Spiel auch irgendwie in eine andere Richtung laufen lassen können. Ich denke mal, das hat man heute ganz klar gesehen, dass das eine Einheit ist. Weil das war heute schon ein Schicksalsspiel für Nagelsmann. Da bin ich mir relativ sicher. Mit dem Spiel natürlich jetzt, kommende Woche in Augsburg, das Pokalspiel. Aber ich glaube, selbst wenn man da jetzt unglücklich ausscheiden würde, hätte das jetzt keine großen Konsequenzen. Aber hätte man jetzt gegen Freiburg verloren oder unentschieden gespielt und wäre dann unter der Woche im Pokal ausgeschieden, ich glaube, dann wäre es sehr eng geworden für Nagelsmann. Aber ich fand es super, das richtige Zeichen für die Mannschaft oder die Mannschaft an den Trainer, und Nagelsmann hat sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel hingesetzt und hat
groß getönt, dass nach Leistung in dem letzten Spiel und nach Trainingsleistung aufgestellt wird. Daran werde ich ihn die kommenden Wochen messen. Bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt hat 'n Gnabry und 'n Schuppo 'n Argument, fürs nächste Spiel, keine Frage. Aber wenn da wieder die Leistung so abfällt, wie sie jetzt vorher war, dann bin ich sehr gespannt, ob er dann auch zu seinem Wort steht und die Eier hat und die dann auch mal draußen lässt. Da bin ich sehr gespannt. Wenn sie die Leistung bringen wie heute, ja, müssen wir nicht drüber diskutieren, ne? Das ist immer, was ich sage. Ich bewerte hier auch immer nur das eine Spiel und wenn die Leute so spielen wie heute, dann kriegen sie auch das Lob, wo sie sonst die Kritik kriegen, ne? Das sollte klar sein. Gut, wir können sie ja einmal durchgehen, aber ich denke, heute ist wirklich, ähm, ja, wirklich viel. Warte, ich muss mal die Ausstellung raussuchen. Heute ist wirklich viel gut, ja. Ansonsten, wir können es auch einfach anders machen. Wir können auch einfach sagen, gucken mal, wer positiv und vielleicht ein bisschen negativ rausgestochen ist bei uns. Aber wir können es auch kurz durchgehen. Ulle hat nichts zu tun gehabt, muss man fairerweise sagen. Ansonsten, ja, ein paar Bälle, die er hinten rausspielen musste, hat er rausgespielt. Die 2 Flanken, die er runterpflücken musste, beziehungsweise Ecken, hat er runtergepflückt. Von daher eine gute 3. Davies fand ich heute sehr stark, ja, sehr, sehr stark. Verbessert auf jeden Fall zu den letzten 2 Spielen, wo er defensiv nicht so war. Man hatte die letzten Spiele so ein bisschen bei ihm, oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass er nicht richtig fit war, dass er einfach mal eine Pause brauchte. Und ich glaube jetzt so, das hat ihm ein bisschen gut getan. Er ist einfach mal, wenn es auch nur 3, 3,5 Tage waren, dass er mal raus war, dass er mal ein bisschen Pause hatte. Heute war es wieder der Davies, den wir sehen wollen. Nach hinten, er war heute, hat er seinen eigenen Rekord gebrochen, 36 Stundenkilometer hat er noch richtig einen abgefangen in der ersten Halbzeit und auch sehr aktiv nach vorne, auch nicht nur außen, auch so für Halbpositionen. Sehr, sehr stark heute. Würde ich auf jeden Fall bei einer 2 sehen. De Ligt war heute so ein bisschen unsicher. Ja, so der Einzige, der einmal dann Stellungsfehler drin gehabt, dann nochmal so ein Wackler in so einem Zweikampf. Der Stellungsfehler hat dann Davis ausgebügelt. War jetzt nicht super schlecht oder sowas, aber da hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen wahrscheinlich noch ein bisschen Wehwehchen da ist von seiner Verletzung. Wurde dann auch völlig zu Recht dann ausgewechselt. Bisschen geschont da, aber viele Stunden ist jetzt auch nicht so viel. Aber Upa war wieder bärenstark heute. Also Upa für mich auch eine ganz klare 2, völlig fehlerfrei. Wir sehen seit Wochen den Upa, den wir uns letzte Saison schon gewünscht haben. Und freut mich riesig. Ja, genauso beim Sabitzer, dass er so die Kurve gekriegt hat. Und da sieht man halt auch, das sind ja doch alles Menschen, ne? Und die müssen, ja, wenn du zum neuen Verein kommst und so weiter, ist es halt auch schwer, wenn du dann in so ein Gefüge kommst, gerade wie bei uns, mit vielen Topstars und vielen Führungspersönlichkeiten und sowas, dann dich da irgendwo gleich einzubringen und gleich zu sagen: „Hier, ich bin's jetzt“, und ist halt alles auch nicht so einfach, ne? Und ich denke, man sieht das, umso länger die Spieler bei uns sind, umso stärker werden sie. Und das werden wir auch noch bei einem Mané sehen, da bin ich mir 100% sicher, ja. Und, Gravenberch muss man halt mal abwarten, ob er auch noch die Kurve kriegt. Mazraoui war heute auch, ja, okay. Also Upa eine 2, Mazraoui würde ich eine 3 geben. Ähm, war okay, war ein bisschen defensiver in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, ging aber auch relativ wenig über seine Seite, muss man sagen. Es ging in der ersten Halbzeit fast alles über links bei uns, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Bei Davies und Mané, da wurde das Spiel angekurbelt. Kimmich, ja, Kimmich würde ich heute bei einer guten 3 sehen. Warum nur bei einer guten 3? Eigentlich hätte ich ihm auch eine 2 gegeben, aber gerade zweite Halbzeit war dann doch schon viel wieder so, weiß ich nicht, so Larifari drin. Er war auch der Einzige, der das wirklich so ein bisschen drin hatte, muss man fairerweise sagen. Aber das kann man sich natürlich schenken. Kann natürlich auch sein, dass, wie gesagt, er spielt eh immer durch. Vielleicht sollte man auch einfach mal 'n Kimmich so nach 70 Minuten rausnehmen, erst recht bei so einem Spielstand. Ich denke, das hätte ihm heute nicht geschadet. Also, so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten war er schon ein bisschen unkonzentrierter. Ansonsten vorher ein super Spiel gemacht. Ähm, ja, ich denke, da muss man auch mal ein bisschen rotieren. Dafür haben wir ja auch die Spieler. Goretzka für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Würde ich auch bei einer 3 sehen. Ähm, auch zu Recht ausgewechselt. Vielleicht hätte man vielleicht auch ein bisschen eher auswechseln können. Ich denke, da haben auch noch so ein bisschen die Körner gefehlt.
Aber bis dahin, was er teilweise nach hinten weggearbeitet hat, und auch nach vorne, wenn er die Chance hatte und den Raum hatte, immer wieder, versucht hat zu pushen, war schon echt stark. Sané, ja, oder wir können sie eigentlich alle 4 vorne nehmen. Sané, Gnabry, Choupo-Moting und Mané waren für mich heute auf ein Level, waren für mich sehr, sehr gut, ja. Sehr, sehr variabel, obwohl 'n Choupo schon der klare Neuner war, das muss man ganz klar sagen. Aber Choupo hat sich halt auch, öfters mal auf die linke Seite fallen lassen, auf die rechte Seite, hat den Ball tropfen lassen. Also, er hat nicht umsonst zweimal, die Dinger vorbereitet, einfach indem er den Ball, mit dem Außenriss 'n bisschen rüberschiebt. Ähm, ja, bärenstark. Also, wenn er immer so spielen würde oder wir immer mit diesem System so spielen, ja, perfekt, ne? Wir sind trotzdem variabel, indem Sané, Mané, Gnabry und Choupo einfach auch mal durchwechseln, ja. Aber ansonsten, wenn du den klaren Neuner hast, bindet der natürlich auch mal einen oder vielleicht sogar 2 Innenverteidiger und macht dann die Räume auf für 'n Gnabry, für 'n Sané, für 'n Mané. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, also Leistung von Choupo und Gnabry haben mich persönlich auf jeden Fall überrascht, ja. Das kann ich so klar sagen. Ich denke mal, das sieht man auch anhand meiner letzten Videos, wenn ihr die verfolgt habt. Ähm, Da habe ich ja teilweise schon zerrissen und auch völlig zu Recht, weil es einfach schlecht war, muss man mal ganz klar so sagen. Ich weiß nicht, warum jetzt so der Leistungssprung da ist mir am Ende des Tages auch egal. Ähm, Ich hefte das einfach den Nagelsmann an. Er ist dafür verantwortlich, wenn sie schlecht spielen und auch wenn sie gut spielen. Und ich hoffe, er kriegt es jetzt hin, so wie er es beim Sané ja auch wieder hingekriegt hat. Ähm, ja, dass sie immer auf diesem Leistungsniveau dann jetzt auch bleiben, ja. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Fehlen von Müller da reinspielt. I don't know. Aber ansonsten wird es natürlich 'n Choupo oder auch 'n Gnabry schwer haben, weil Müller ja anscheinend auch immer spielt. Ähm, keine Ahnung, wird man sehen. Also, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, die Kombo heute. Also, kann ich nix gegen sagen. Und, ich weiß gar nicht, ich müsste mal eben gucken, warte mal. Ich wollte eigentlich noch mal auf einen Kommentar eingehen, ganz kurz. Muss ich mal umswitchen. Ich wollte nur den Namen raussuchen. Es war ja die Diskussion über Mané und so weiter, zwischen Mané und Coman zum Beispiel, ja. Wollte nur mal eben gucken, nicht, dass er wahrscheinlich. Ähm, das war's bei Pilsen? Ich glaube nicht. Ich glaube, war schon bei Dortmund, ne? Mal eben. Bup, bup, bup. Aber ist ja auch egal, wer es geschrieben hat. Er wird sich ja schon angesprochen fühlen. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass ein Coman besser war oder wäre wie 'n Mané auf der Seite. Habe ich ja nur gesagt oder geschrieben gehabt, dass man die so nicht vergleichen kann. Und ich fand schon, dass 'n Mané auf andere Art und Weise, ähm, spielt und die Spieler ausspielt. Und, ich glaube, da war dann mal die Gegenfrage, ja, wie genau und so weiter. Kann man natürlich schlecht in Worte fassen. Ich denke, man hat es heute ganz gut gesehen, was 'n Mané ausmacht, ja. Auch wenn Mané kein Coman ist, der im D-Zug auf den ersten 4 Metern vorbeizieht oder 'n Davies. Ne, Mané ist das eher anders. Ne, der spielt eher aus, kriegt seinen Körper rein, macht 'n Dribbling, und geht an dem Spieler vorbei. Auch wenn der Spieler schneller ist, kommt er nicht mehr, an den Ball dran. Ja, das hat man heute in 'n paar Szenen sehr, sehr gut gesehen, ähm, was 'n Mané ist, ja. Und ich finde, klar, er ist auch als Außenstürmer, aber ich finde, man kann's nicht so vergleichen. Auch Mané zieht halt dann auch viel mehr in die Mitte rein, ne? Wenn sich dann so 'n Choupo mal fallen lässt oder so, dann rückt er auf die Neuner-Position ein. So, das macht halt so 'n Coman, so 'n klassischer Außenstürmer halt gar nicht, ne? Ähm, deswegen fand ich's oder finde ich's 'n bisschen schwierig, die beiden zu vergleichen. Aber nichtsdestotrotz war für mich 'n Mané, gegen Dortmund trotzdem noch der Bessere, ne? Hatte dann noch das Argument von wegen der gelb-roten Karte gebracht, die ja nun mal 'n Coman gesehen hat und nicht 'n Mané. Das nur mal nebenbei. Aber das wollte ich nur noch mal klarstellen. Also, man kann die beiden Spieler nicht vergleichen. Das sind für mich andere Spielertypen. Auch wenn sie dieselbe Position bekleiden, aber beide, interpretieren diese Position anders. Das ist genauso wie 'n Sané. 'N Sané ist halt auch nicht der Linksaußen oder der Rechtsaußen, ja? Der klassische Schienenspieler ist er nicht, genauso wie Musiala nicht. Gnabry schon der mit am ehesten zum Coman, aber der wirkliche einzige richtige Außenstürmer ist für mich und ist der Coman bei uns, ja?
der auch mehr der Vorbereiter ist wie der Vollender. So ein Gnabry oder so ein Mané, die ziehen auch beide selber in den 16er und selber aufs Tor, ne? Deswegen fand ich den Vergleich ein bisschen unpassend. Ansonsten, die Auswechslungen, 65. Musiala reinzubringen, dass er wieder ein bisschen Spielpraxis kriegt nach seiner Corona-Infektion, fand ich völlig okay. Hat der Choupo sich den Applaus abgeholt, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, wo war ich? Wir waren bei den Noten bei allen Vieren. Ja, für mich ist keiner abgefallen. Ja. Ich würde allen 4 eine 2 geben. Also ich meine, wir haben auch 5-0 gewonnen. Ich habe keinen gesehen, der jetzt schlecht war da vorne oder der jetzt mega stark rausgestochen ist. Also Gnabry, Sané, ja, die haben auch alle 4 ein Tor gemacht. Also von daher, können wir das so stehen lassen, denke ich. Ne? Dass man dann noch für 15 Minuten dann nochmal 3 Wechsel gemacht hat. Okay, die standen halt schon ein bisschen länger da, sonst hätten sie vielleicht 20 Minuten gekriegt. Fand ich auch okay, den Pavard nochmal reinzubringen, Spielpraxis zu geben. Sabitzer und ein Tell. Ich gehe davon aus, dass vielleicht ein Sabitzer und ein Pavard auch unter der Woche anfangen im Pokalspiel. Bin sehr gespannt. Ist natürlich wieder kein leichtes Spiel. Ich gucke mal eben, wann wir spielen. Wir spielen mittwochs, 8:45 in Augsburg. Ja, ich denke, diesmal werden wir unsere Chancen nutzen. Wir kommen auf jeden Fall mit einer besseren Form nach Augsburg wie letztes Mal. Und wir haben in Augsburg auch kein schlechtes Spiel gemacht gehabt. Wenn wir unsere Chancen gemacht hätten, aber hätte Fahrradkette. Ich denke, das werden wir dann am Mittwoch ja, in die richtige Bahn lenken und in die nächste Runde einziehen, gehe ich fest von aus. Wie gesagt, also wenn wir jetzt das Limit, oder das, was heißt das Limit? Das ist kein Limit. Wenn wir jetzt die Form halten, die wir haben, ja, dann gibt es nichts zu meckern. Ne? Man muss sagen, alle, die heute auf dem Platz waren, waren halt gut. Ja, und wenn man dann halt überlegt, dass man dann noch einen Musiala hat, dass man dann noch einen Sabitzer hat, dass man dann noch einen Müller hat, dass man dann noch einen Pavard hat, einen Tell. Ja, Gravenberg, ja, ein Wanner vielleicht sogar noch. Ja, dann sieht man halt mal das Potenzial des Kaders. Und wenn das Potenzial dann endlich mal richtig ausgeschöpft wird, dann werden wir sehr viel Freude im Kader haben. Und heute war es auf jeden Fall der richtige Move, den Choupo reinzubringen. Kommentator und Sandro Wagner waren sich ja einig, dass Choupo die nächsten Wochen, dass wir bei dieser Taktik bleiben werden. Ich glaube das persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Choupo jetzt jedes Spiel anfangen wird. Aber wir werden sehen. Wenn es natürlich immer so läuft wie heute, ist das hier auch gar kein Problem. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, dass wir jetzt mal ein bisschen variabler werden wahrscheinlich. Ja? Ich fand es gut, dass wir mal mit 1 Sechser und 2 Achter gespielt haben. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn man sagt, so das ist unsere Aufstellung und wenn das nicht klappt, spielen wir das trotzdem 90 Minuten durch. Heute haben wir mal was Neues ausprobiert, was super geklappt hat. Haben wir die Freiburger wahrscheinlich auch ein bisschen mit überrascht. Ja, und warum nicht? Wir haben halt so einen super flexiblen Kader und dann kann man auch mal super flexibel Aufstellungen fahren und auch mal im Spiel umstellen. Ne? Das sollte ja auch möglich sein. Man muss das nicht übertreiben, wie es unter Guardiola war, dass man pro Spiel irgendwie 10 Grundordnungen hat und sonst irgendwas. Und auf einmal der Stürmer als Innenverteidiger 10 Minuten auf dem Platz spielt. So weit muss das nicht gehen. Aber man sollte schon so 2, 3 Grundordnungen haben, wo man sagen kann, ja, wir spielen jetzt immer vermehrt über die Flügel oder wir spielen jetzt immer vermehrt durch die Mitte, so dass jeder weiß, was zu tun ist, oder auch gerade mit der Mitte mal zumachen, was heute nämlich wirklich sehr gut geklappt hat, was die letzten Wochen gar nicht geklappt hat, muss man mal so sagen. Da war die Mitte immer offen, ja, egal. Der Einzige, wo die Mitte einigermaßen zu war, wenn Sabitzer auf dem Platz war. Heute war die Mitte dicht. Heute war immer ein Kimmich hinten. Goretzka hat auch ganz viele Kopfbälle schon weggearbeitet auf der Position, was mir sehr gut gefallen hat. Und wenn wir mit 2 Sechsern spielen, ist es eigentlich eher so, dass es 2 Achter sind und wir ohne Sechser spielen. Ja? Weil der Raum ist immer frei. Heute war es dann halt mal ganz klar, Kimmich ist der Sechser, Goretzka und Sané die Achter. Und das hat sich später ein bisschen verschoben wieder, aber Kimmich war trotzdem hinten und war nicht
vorne mit am 16er und sonst irgendwo waren die Riesenlöcher, ja. Das war heute nicht so und das kann man vielleicht mal mitnehmen für die kommenden Wochen, weil das hat uns schon echt viel teilweise gekostet, muss man mal ganz klar so sagen und auch viel den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen, ne, weil es oh, wenn ich an die letzten Spiele denke, wie viel Platz gab es, wenn der Ball einfach auf die Sechserposition gespielt wurde vom Gegner? Derjenige, der da stand, stand immer frei und konnte 'n Ball in die Tiefe spielen oder auf die Außen legen oder sonst was. Also, das war heute viel, viel besser. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Wie gesagt, für mich war es heute ein super angenehmes Spiel zum Schauen. Ganz souveränes Spiel. Ich finde es gut, dass wir ein bisschen was angepasst haben. Ich finde es auch gut, dass ein Gnabry und ein Choupo heute so die Leistung gebracht haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den beiden und auch bei den anderen Spielern, weil heute, haben alle eine gute Form gehabt. Alle waren fit. Wir haben heute auch nicht dieses: „Ach ja, wir haben jetzt 2:0 Halbzeit und ach ja, wir schalten jetzt mal 5 Gänge raus.“ Das gab es heute auch nicht. Wir haben weitergespielt. Alter, ich muss mir echt mal angewöhnen, dass das hier nicht immer reinballert, die Mucke. Ähm, Ich muss das mal auf Repeat stellen. Wir haben weitergespielt und ja, wir haben dann gegen Ende auch wieder so die letzten 20 Minuten, nachdem dann noch die Auswechslung kam, ja, haben wir auch 3 Gänge rausgenommen, ja, aber keine 5 oder 6 Gänge und haben das Spielen komplett eingestellt. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und gerade die, die dann reinkamen, die haben auch noch mal 'n bisschen Bock gehabt und, heute war's das perfekte Maß einfach, ja. Da haben wir gegen Ende wieder Kräfte geschont, was völlig legitim ist und völlig menschlich und völlig gut ist. Solange man da nicht abschaltet und den Gegner wieder ins Spiel lässt, so wie es in Dortmund war und in vielen anderen Spielen, wo man den Sack dann, wie man so schön sagt, nicht zugemacht hat. Man muss den Sack ja auch nicht unbedingt zumachen. Ich meine, heute war es eh so von der Punkte her, aber ansonsten muss man halt einfach beim 2:0, wie es jetzt in Dortmund zum Beispiel war, ja einfach weiterspielen und nicht das Spielen einstellen. Dann passiert doch gar nichts mehr, ne? Du kannst auch immer noch Kräfte schonen, nur man muss es nicht komplett runterfahren. Das reicht ja, wenn man, 20, 25% zurückfährt, aber nicht 50%. Und das hat mir heute sehr gut gefallen im Gegensatz zu den letzten Wochen. Das war heute nämlich nicht zu sehen. Dass dann so die letzten 20 Minuten austrudeln war völlig okay. Ne, wir haben trotzdem noch ein Tor gemacht. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne, in der Phase. Also, 80. Spielminute war das 5:0 vom Sabi, ne? Weil nach dem 4:0 in der 55. war das Ding durch, aber da haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet, umso länger das Spiel ging. So, ab der 70. war da noch mal 'n Gang zurückgeschaltet. Ja, und so ist das doch okay. Aber man eben, wenn sonst du die Spiele guckst, ja, wir haben jetzt, 60. Minute, zack, Schalter umlegen, Rückwärtsgang rein, Bus parken, Feierabend, ne? So war das bisher. Und das hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Da muss man mal ganz klar 'n Lob aussprechen. Ähm, ja, ich kann zu diesem Spiel nur Lob aussprechen, keinerlei Kritik. Es gibt nichts zu kritisieren. Auswechslungen waren gut. Nagelsmann, sein Auftreten war gut. An der Seitenlinie war auch mal ein bisschen aktiver, saß da nicht nur auf der Bank und hat an den Fingernägel gekaut. Immer wenn ich ihn irgendwie gesehen habe, wenn er im Bild war, war er immer in der Coachingzone, hat geklatscht, hat Anweisungen gegeben. Ähm, Perfekt, perfekt. Ich bin rundum zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf Mittwoch, bin gespannt, wird natürlich ein ganz anderes Spiel werden, aber ich bin guter Dinge, dass wir das erfolgreich bestreiten werden. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüssi.